Vielmals merci, dass der Moien op als Pressekonferenz kom se. Wie man Pressekonferenz agerufen hätten, lächte Freitag, wo d'Aktualität nach net die lo iwwer Centre Freitenowen geschieht ass, dofir Wertreis woch mat dem Akkor beschäftigten die Regierung mat de Gewerkschaften von hunn und donno woch op die anderen Punkten Madagi, wo dann der Fraktionspräsident, Vizepräsident und der Generalsekretär auch fährten an den nächsten Punkten zu Wort kommen. Wir sind ein Team, und wir werden noch dementsprechend als Ideen als Team vorstellen. Die Regierung hat mit den Gewerkschaften letzten Freitag nach Korfond und dann hat gehört, der Sozialdialog lebt drin. Wenn man den Regierungsprogramm gelesen und auch das Wahlprogramm hat gehört, wie wichtig, dass man den Sozialdialog im Laufen kriegen. Und ich habe mal an meinem früheren Leben gelernt, dass der Sozialdialog aus 3 Partnern besteht, aus der Regierung, den Gewerkschaften und dem Patronat, sodass in Heifleid so den Dialog zwischen den Gewerkschaften und der Regierung klappt, mir für das als Sozialdialog hinzustellen, manchmal da fehlt aber ein Partner, und das ist den dritten. Das ist aber positiv, auf jetzt streichen, dass Gewerkschaften, nachdem sie genug Druck gemacht hatten, auch zu kommen sind, und dass da verschiedene Sachen geändert gesehen an dem Spurpark, die bis da waren. Mir das Ganze erinnert daran mehr und ein Pilotage à vue und es Frieden sich, ob es nicht besser gewesen wie die Regierung hat am Anfang mit den sämtlichen Sozialpartnern nicht nur Informationsversammlungen gemacht, mir auch darüber geschwärzt, was alles an den Spurpark oder an den Zukunftspark hat sollen rankommen, wie das notwendig recht aufgrund vom Druck von den Gewerkschaften dat kommmers. Wenn ihr nur die einzelnen Mesure guckt, so was das was den Arbeitsmarkt belangt, wo ihr das unter 2009, was ich noch eins muss erinnern, derselben Hausherr da ist, als was der Chômage partiell belangt, bleibt plus ou moins bei dem wie bis war. Idem beim Reemploi, wo zwar da den Plafond von 3,5 und aber der Pré-Retraite Solidarität, die soll ersetzt gehen durch ein Pré-Retraite progressiv. Den Term ersatz gefällt mir nicht so gut, weil Prä-Retraite progressiv legislativ gesehen am Gesetz geht es auch haut schon. Ich verstehe nicht, dass es soll mehr gefordert gehen, dass wir in allem da auf verschiedene Sektoren soll mehr auf die Prä-Retraite progressiv zurückgegriffen gehen, wo in der Woche weiß, automatisch, dass da der Kostenpunkt wird smart zu springen. Dann ist auch geschwärzt von den 0,5%, die ja eine Steuer gehen, wo ich zwar da so und das anderen Angeständnis an Menge nahe und Gewerkschaften wie ich da aufgrund von der Reklamationen, die Staatsrat bohrt hat, dass es dafür eine Steuer gibt, die an denen, bei der nächsten Steuerreform dann angebaut wird, wo die Gewerkschaften angebunden sind. Wir hoffen noch schüss, dass die Chamber und politische Parteien auch an der Reform von den Steuern wird man angebunden gehen und dass das sich nicht auf einen oder den anderen limitiert. Wenn wir dann noch schwätzen, dass das nicht freigemacht geht, bis immunisiert gehen bis den Mindestlohn. So will ich daran erinnern, dass die freie Regierung CSV und LASAP eine Krisensteuer angefordert hat. Die war direkt immunisiert bis zum Mindestlohn und nicht für dich müssen Gewerkschaften auf die Straße gehen oder eine Versammlung organisieren, bis es dazu kommt. Da war das direkt auch am Projet de loi vorgesehen. Und dann eine andere Frage, die wir stellen, das ist aber die an der Sécurité Sociale. Das ist positiv zu lesen, es käme nicht zu Kürzungen von den Leistungen. Und steht auch gleichzeitig dran, es käme nicht zu Änderungen bei den Kotisationen, wo wir uns dort vorstellen, was das da bedeutet für alle zusätzlichen Mesuren, die kommen, wie gehen die da bezahlt, weil weder Leistungen verschlechtert gehen, nach Kotisationen nach Lut gehen, hier Staat eine zusätzliche Belastung vom Staatsbudget, geht Staatspartizipation nach Lut, oder war das da drin? Dort plus, wenn ihr zum Schluss vom Akkor liest, dass den Akkor salarial ist, der Fonction publique, auch soll direkt an den Sektor hospitalier, wie das zwar, muss ich zwar so, noch immer früher üblich war, an den Sektor hospitalier, an den Sektor vom Aid als Soin rübergeholt gehen, wo in der Steuer muss vorstellen, was das da bedeutet für budgetär zusätzliche Belastung. Man kann nicht so, sind das die 40 Millionen, die weiter Kasch, die der Staatsminister in Aussicht gestaltet hat, wo man ja die 90 Millionen hatte, für die, die man von Europa herumkriegt, für das zu bezahlen. Also wir hatten das vorgestellt, bei den 90 Millionen, wenn es schon ein Fonds souverän schafft, dass dann die 90 Millionen nicht an den Fonds souverän gehört hätten, wie wenn wir die holen, für 40 Jahre alles zu bezahlen. Das war meine Rechnung richtig, als die 90 Millionen kämen reinkriegen, mit die 40 Millionen, wenn es überhaupt um den durchgeht, die kommen ja nicht mehr nehmen. Die kommen in Zukunft an all Budget, ob das dafür die richtig
Ausdrucksweise als fir ze so, wir giffen da den Türlen fir der Dernert ze bezuelen. Da sie auch nach Änderungen kommen familiepolitische Niveau, du wird François Hetto Drobago, wo da nach immer für Reis wichtig ist, dass du auch sei weh kann höhlen, den will. Wenn man der schwätzende Sozialdialog lebt, stellen wir uns aber auch froh, wenn er von einem Sozialdialog schwätzt, wie du hast mit der Abbahnung vom dritten Partner an den ganzen Akkord. Wie steht denn dazu? Über Kanäle haben wir hören, dass die echt schon reagiert haben. Wir wissen nicht, wie der Rest reagiert. Wer bedeutet all die Akkorden, die davon gesehen, wo doch hecht, aber wo wir alle gut wissen, der so gut wie mehr, dass der doch Influenz hat auf Betrieber, was hat der für Influenz auf der Arbeitszeitorganisation und so weiter und so fort. Wenn ihr das auf den Tisch könnt, da sind wir gespannt. Mehr bedauere just an dem ganzen Park, dass das da schon echte hat können am Dialog mit den Sozialpartnern geschieht sind, dass das der richtige Weg gewesen wird, Sozialpartner am Vierfeld mal anzubannen, und nicht recht noch dem Druck gemacht wird, einen Akkord zu machen mit einer Seite, wo ihr nicht weiß, wie die zweite Seite reagiert. Und die ganze Geschichte highlight den Teufel nämlich am Detail. Den Teufel, an die Leute auch noch nicht durch, weil wir hatten parallel zur Finanzkommission, und da haben wir über verschiedene Amendements geschwärzt, auch zum Staatsrat, mit dem man eigentlich in der Strafe kriegt, dass der Amendement aufgrund vom Akkord, vielleicht Freitag werde ich auch verstehen, ich will das aber direkt voraussetzen, dass die nicht vierleihen können, weil sie den nicht ausgeschafft haben, weil die nicht alle gut überraschend sind. Wie du gesagt hast, wie den Teufel am Detail leidet, da wird eine Influenz, das ganz genau auf das Budget hat, sodass das auch nachher an den nächsten Tag für bestimmt eine oder die andere Aufregung sorgen. Aber man da muss werden, bis der Rapport von den Budgetsrapporten respektive auch die Debatten auch angeholt sind. Dann als Geschichte vom Gewerkschaftsakkord hast du da 40 Millionen pro Jahr, gehen die auf einen anderen Quart weggeholt oder was da wirklich aus dem Spurpark, dann haben wir nur noch just ein Bezahlpark gehen. Das ist die Analyse, die wir machen. Wir können die Gewerkschaften so, sie haben am Ende von ihren Membern alles rausgeholt, was rauszuholen war. Wir müssen gucken, was dann auf alles andere für Konsequenzen kommt, sowohl auf das Staatsbudget, wie auch für die Betriebe werden, dazu reagieren. Weil dort die einzelnen Punkte nur belangt, wer dort François, ob da wer dann familienpolitischen Bereich ist, macht ihn nach ein Kehr, ob das von den Plan sektoriell, der Lora von der Gemeinde und der Club Wiesler, ob alles das, was das Budget belangt. Merci. Ja, ich gebe eine andere Leib zufänken mit einer Situation. Ich zitiere aus einem Wahlprogramm und ich gebe nicht vorstellen, es wäre ein Wahlprogramm, das dagegen meint, dass ich das zitieren. Muss die freie Wahl der Lebensmodelle im Mittelpunkt der Familienpolitik stehen. Es geht uns nicht darum, den Menschen eine Idealvorstellung des Zusammenlebens aufzuzwingen, sondern die Grundlage dafür zu legen, dass jeder seiner Vorstellung von Familien nachgehen und diese auch ausleben kann. Das steht an einem Wahlprogramm dran. Es hat können, das Wahlprogramm von der CSV sein, also da war nicht das Wahlprogramm von der DP. Aber wenn man guckt, was dann die DP dreht mit der Minister von der DP, dann muss ich so, da können wir just staunen. Das Minister diktiert also ganz einfach von oben rauf, die Familien, wie sie ihr Familienleben müssen gestalten, sie lässt ihnen kein Choix. Der Beweis ist, dass die Allocation d'éducation und noch die Allocation de Maternité gestracht gehen. Da will der Staat 70 Millionen Spuren, mir so ganz klar als CSV hat auf der falschen Platz gespurt. Die Allokationen, die Beit, sind für uns wichtig, aber wir sind einfach dagegen, für sie zu streichen. Dann wird von einer Gratisbetreuung geschwärzt, die soll erfreut gehen für Kinder von 1 bis 3 Jahren, durch an einem soll Sprachförderung mehr lanciert gehen. Bei Gratisbetreuungen können wir auch nicht damit auferstehen sind aus verschiedenen Ursachen. Erstens mal sind wir der Meinung, dass gratis, dass das nie sozial selektiv ist. Aber auf der anderen Seite muss ich noch so eine Gratisbetreuung, die ist sicher nicht zu bezahlen. Wenn ich davon ausgeht, dass wir rund 6.000 Geburten am Jahr haben, dann muss ich sich nicht mehr vorstellen, was für ein Undrang, dass der Tote Wert ging, wenn es heißt, das gratis ab einem Jahr. Froh aus dem Moment, wie ein profitiert, dann von der Kriterien gefordert, nur denen die Kanner dann abkönnen geholt gehen, wie ein assuriert den ganzen Enkadrement, wo immer die Leute sicher, die da doch können machen, wie wollen sie Qualität sicherstellen. Und auch da muss ich auf den DP-Wahlprogramm gehen, und auf die Kritiken, die sie wird all die Jahre immer par rapport zu den Check-Servicen geäußert haben, sind immer gesagt, dadurch, dass Check-Service kommen sind, als immensen Druck
durch Nofro entstanden, Druck op Gemengen, Druck op Schiedverein an Qualität konnte nicht mehr garantiert gehen. Aber ich freue mich just, wie sie das an dem heute Fall machen, weil heute wird ganz sicher auch ganz großen Druck durch Nofro entstehen. Dann, wie gesagt, wie ist die Qualität sicher gestaltet? Ja, aber muss gesehen bei der Kleinkannerbetreuung. Wo findet die ganze Kannerbetreuung durch statt? Wo wollen sie das aufhalten? An den Gemengen, nach Schule gehen die neue Gebäude abgerichtet. Wie werden Gemenge mal da gebunden gehen? Vor wie viele Stunden schwätzen wir hat? Wie ist es mit der Sprachförderung? Soll all Kant können davon profitieren? Und dann die große Frage, die wir auch dem Minister gestaltet hatten an der Chamberskommission, wo wir auch müssen als Frauen schriftlich herangehen, weil der Minister fand, das gibt sonst den Kader sprengen, wir sollen das nicht darauf rasseln. Wir haben die Frau für uns 2 Wochen schriftlich herangehen, soweit ich weiß, macht den bis dato noch keine Antwort. Und eine von denen Frauen war, geht es dann über das Konzept an der ganzen Geschichte, wenn wir von Gratisbetreuung schwätzen, weil das muss ja aufstimmen, auch ob der Prekos, auch ob Cycle 1 bis 4, wie das Ganze zusammenpasst. Prekos hat vielleicht können eng Evaluation machen, eher den der Tote lanciert, von Rich gut erinnert, dass der Prekos Dayzeit da gefordert gehen. Just, dass ein Kanner letzte Spruch sollen mehr freilehren, dass sie mal den andere Bagage geben und Spielschule kommen. Ja, und dann, wie gesagt, wen gibt die Kuren an den Spruch, was für Personal soll das sein, wie aus der Form von Kur oder aus der einfach am Form vom locker Schwätzen hat der Kanner. Und wie wollen sie an dem Fall auch die Privatkräche mit abbauen und du auch eng Hand habt, dass das du assuriert wird. Ich wollte zum Kannergeld durch den Impfro von Selbstinst, da ging, dass 26% von der Stadt soen, dass hier finanzielle Situation ganz schwierig ist. Bei Leuten, die lo bis 2 Kanner haben, sind sogar 32% von der Stadt, die soen, dass sie finanziell Probleme kriegen. Aber bei 3 Kanner am mehr soen, 41% von unserer Stadt, dass sie Schwierigkeiten hätten, für ihre Tronnen zu kommen. Und dafür sind wir auch als CSV nicht immer da verstanden, dass Familien mit mehr wie 3 Kanner, dass sie die nicht auch mehr Stärke unterstützt. Dann ein Wort zu der Flexibilisation vom Congé parental, was wir fanden, was ein ganz wichtig ist, noch ein ganz flott ist, wo wir auch als CSV der Meinung sind, dass ein auf die sollte gehen. Die Minister hat schon davon geschwärzt, mir bislang als nicht gewusst, wie sie das packen, wie die Flexibilisation soll aussehen, als das an der Zeit etaliert, dass das ist angefangen, als das für jeden Verein abgemacht. Also da warten wir noch drauf, dass wir ein paar Erklärungen kriegen. Wir sind auch der Meinung, dass von so Sachen schwätzt, dass in der Fleisch soll irgendwie einen Plan umschleien haben. Weil das wäre für den Volley Familienpolitik und da geht es weiter und macht ihn für den Volley Education. Merci François, also der macht Plan sektorielle Schwätzen, das machen ich nicht, weil wir ja gemerkt, dass das Problem sich verlagert gewesen in der Zeit. Schwätzen über die Education, ich wollte auch kurz noch ein bisschen über die Bauern schwätzen, die leiden mir am Herz, und da haben wir im Moment eine ziemlich Unzufriedenheit, die sich auch sich manifestiert hat für an die 4. Woche zu Ettelbruck, wie die Bauern sich da getroffen haben. Und da ist es für allem der weiß, wie im Moment Politik mit ihnen umgeht, und das gekoppelt mit den Problemen, die da sind, eben mit den Biotopen, mit den Plan sektoriellen, die da vielleicht gelöst können gehen, man bauen an der Geringzone, man Agrargesetz, was noch immer nicht da ist. Man Budget, wo zusätzlich Kosten auf sie durchkommen, das hat sich fast zum Überlaufen gebracht. Bauernfrauen haben zum Beispiel gesagt, weil wir zu Lützeburg noch immer für alle Familienbetriebe haben, dass zum Bauernbetrieb Familie gehört, dass zur Familie auch das Wohnhaus gehört. Und da sind im Moment wirklich große Probleme. Erstens, da wo Genehmigungen gefragt gehen, der Bauer sieht eben, wenn wir einen Betrieb haben, dann muss der Bauer auch da können wohnen, da wo Tiere sind, die Bien-être de l'animal fördert, dass die Leute im Betrieb da wohnen. Also wie gesagt, das dauert immens lang, ehe überhaupt irgendeine Antwort könnt. Und da sind die Remenke ja für allem auch heute so von den Politikern, die die Leute Rose machen. Da war zum Beispiel ein Bauer, den hat eine Genehmigung gefragt, für ein Wohnhaus bei einem Hingerstall zu kriegen. Der Gute von der Madame Minister Diesbusch geantwortet, er bräuchte den Hinger nicht zu assistieren, wenn die von er lehnen, er kriegt also keine Genehmigung. Also das ist schon relativ ein Freischritt an der Menge.
Da so ein von der Kommission von der Partei von der DP, den hat an einer Kommissionssitzung, wo Mori wat Bauern an der Geringzone geschwert gesagt, bei der Bauer muss ja nicht alle halbe Stunden in Keihimmel gehen, da brauche ich kein Haus dabei. Das sind Aussagen, die machen einfach Leute rosen. Und dazu kommen dann auch Aussagen, die eben auch die 4 Wochen von den Bauern A4 gestracht sind, vom Herrn Staatssekretär Gira, den da sieht, man brauche keine 100 Millionen Euro an die Landwirtschaft zu pumpen, sie sind ja für allem Umweltverspotzer. Und ich meine, das darf nicht so, an die Aussagen machen als Bauern Rosen, wir brauchen als Bauern für die Lebensmittelproduktion, wir brauchen es auch für die Landschaft zu erhalten, aber man muss es sich auch im Image schaffen. Ich meine, der Bauer ist sich der Problematik am Umweltbereich bewusst und die wollen auch Matt schaffen, da sieht Verein, als ich das bewusst und will Matt schaffen, aber das muss zusammen mit den Bauern geschehen, das muss nicht über sie, darf nicht über sie wäsch geschehen. So, dann kommen wir an den Bereich von der Education. Und du hast für mich wirklich die große Frage, die sich stellt, wo ist das Gesamtkonzept? Also ich gesinne definitiv noch nicht. Und ich schon mal checke vielleicht bei den Spürmaßnahmen nun, und da gehe ich die Einzelbereiche kurz durch. Spürmaßnahmen, just ein Beispiel von der Taschenenseignant. Für mich ist das wirklich ein Vierwitz tut, mit ganz viel Würmer Luft dran. Da steht dran, der Taschenenseignant 2015 700.000 Euro gespürt gehen. 2016 sollen das aber schon 3,3 Millionen sein, und 2017 3,5 Millionen. Da freue ich mich wirklich, was ist das? Am Moment steht just fest, dass die Stunden auf Premiere, die in der nicht gehalten gehen, weil die Schüler ja nicht mehr da sind, nicht mehr bezahlt gehen, aber dass wir als Ausgleich dann Kopien mehr bezahlt gehen, und der Oral mehr bezahlt wird. Da freue ich mich, wie kommen ich auf die 700.000 Euro? Spürmaßnahmen. Und auf der anderen Seite freue ich mich für allem, was geschieht das Jahr danach, wo die 700.000 sollen auf 3,3 Millionen herabgesetzt gehen. Wir kriegen beim besten Willen keine Antwort, und das freue ich mich wirklich, was ist das, wo wird da angespürt. Wenn ich mal bei der Fundamental kommen. Am Fundamental muss eine Stunde ein bisschen mehr lang dauern. Ich meine, das verkraftet Verein, aber du kannst dich aber auch fragen, was bringt das konkret. Die Vorschläge, die du hast, das soll montags am Mittwochs solche Hausaufgaben helfen an Appui bis 5 Uhr soll gehalten gehen. Da sind eine Reihe von Fragen, die noch immer nicht klar sind. Ist den obligatorisch? Wenn es obligatorisch ist, dann hat ein Enseignant ja immer die ganze Klasse da für sich sitzen. Wie kann er das mit dem Einzelnen schaffen? Das ist für mich ein bisschen schleierhaft. Dafür eben, was bringt das an der Menge an oder an Eisen an, hat die Schule oder soll die Schule nach mehr zusätzlich Autonomie kriegen. Autonomie kriegen, für dass sie auf die Besoin von den einzelnen Schulen von ihrer Population kann angehen. Und dann muss die Hausaufgaben helfen. Und sich definiert gehen aufgrund von der Problematik, die an der Schule ist. Und das kann am Plan de Réussite scolaire festgeschrieben gehen. Und da wird nicht viel geschrieben, alle Schulen muss montags am Mittwochs bis 5 Uhr schulen. Und an dem Kader stellt sich dann natürlich immer die Frage vom Schulmanagement. Weil ich meine, den die Schule organisiert, auch an der Grundschule, der kriegt immer mehr eine große Verantwortung, und das kann ich nicht mehr einfach so nivellensch machen. Fundamental auch immer wo ist das Konzept mit den Sprachen? Ich meine, François Hetto hat es schon nur geschwert gehabt, von 1 bis 3, Französisch Lützeburg, da fragt sich, was können dann Präkos, bleibt dolo beim Lützeburgischen, aber alphabetisieren er immer auf Deutsch. Ich frage mich einfach, wo hast du die wissenschaftliche Tüte, die sieht, dass das gut aus? Ich weiß es nicht. Wo ist das Konzept? Und dann natürlich der Werteunterricht. Ich meine, da fand ich mir das traurig, dass das Minister ganz stur ist. Wir hatten die letzte Woche an einer Petitionskommission die Leute vom Schwado. Der Minister ist auch ganz stur gegenüber der Propos von mehr Religionenunterricht. Den Examenkonkurs von der Schulmeisterin, da frage ich mich auch immer, das Problem ist, Menge da nicht im Fond angepackt gehen. Wenn wir den Examen fortlassen und just einen Konkurs machen, dann haben wir natürlich die Problematik nicht mehr, dass wir Posten nicht besetzt kriegen. Wir kriegen alle gut Posten besetzt. Aber ich meine, dass wir als Handeln drüber müssen fragen, für was sind so viele Leute durchgefallen? War der Niveau vom Examen zeigt, oder fanden wir die Schulmeisterin nicht mehr, wie wir sie früher hatten, die an allen Bereichen 100% gut wären? Weil unser Enseignement sekundär hat sich ja geändert. Ich gebe Mengen auch da, muss ich sagen, am Fond aufpacken, lo machen wir einfach mal den Examen fort, da kriegen wir Posten besetzt. Kriegen wir damit auch die Qualität am Unterricht assuriert. Ich weiß es nicht.
Berufsausbildung just noch ganz kurz, du hatte man ja die letzte Woche eine Interpellation an der Chambre. Ich meine, du hast ganz klar aufgegangen, dass du viele Möglichkeiten nach sind, für zu verbessern. Wir hatten da ja auch eine Partie proposiert, was einfach wichtig ist, dass die Projekt de loi, die soll im November kommen, dass den wirklich nur im Dezember könnt. Nicht das nächste Jahr immer mit der Instruktion ministeriell, du musst eine ganze physische Geschoss, weil das Ball nicht zu organisieren. Auch dort das Orientationsgesetz brauchen wir. Die Orientation ist ein immens wichtiger Pack. An der Orientation professionell, das heißt, viele Schüler verlieren immer, weil sie falsch orientiert sind. Den Image, und wir stellen sich noch einmal froh, die nicht gestaltet ist, wie ein Beruf brauchen wir, und das muss gelöst gehen, und dann muss man die neuen Berufe definieren. So, da gehe ich das und dann Loch. Ja, schönen guten Morgen. Wir hatten für eine enger Woche eine Pressekonferenz an der Fraktion zusammen mit Michel Wolter, wo wir auch auf Konsequenzen vom Spurpark eigentlich Zollpark für die Gemengen als Tropie gewesen haben. Wir wollten aber kurz darauf zurückkommen, noch nur den Deklarationen vom Innenminister und Faserfass, den noch gleich war, wo den Innenminister interessanterweise aber kein von den Zöllen, die man auf den Tisch gelöscht haben, was man viergerecht tun, wieder löst hat. Und das ist gut. Es wäre nicht so, ohne aber konkret, da man Schiffren seine Argumentation können zu belegen. Und plus schenkt den also po Bayern als Zölle nicht wirklich geguckt, so weil ihr behauptet hat, wir hätten Entlastungen, die ihr am Park dran hat, wird Gemengen nicht berücksichtigt, weil das nicht der Fall ist. Die sind berücksichtigt gewirrscht mit 5 Millionen. Und da kommen wir trotzdem auf die Schiffer von 139 Millionen, die die Gemengen dann an den nächsten Monat zur Verfügung werden stehen. Und wir halten das für ein Problem, nicht nur für die Gemengen, sondern für die Bürgerinnen und Bürger, weil wenn die Gemengen die so nicht zur Verfügung haben, können sie da auch nicht investieren und das wird selbstverständlich auch Rückwirkungen haben auf Services, die Gemengen können anbieten. Und das ist ein eigentlicher Punkt. Wenn der Staat bei den Gemengen spürt, an der verlegt Gemengen dazu muss lehnen zu gehen, da verschlimmert auch seine insgesamt Verschuldungssituation, die europäischen Niveau geguckt wird. Das ist also eine Verlagerung von der Schuld an der neuen an bringt das nichts. Lang wenn wir gucken bei der TWR, wo die Gemengen da müssen auch verzichten auf die Rezetten, die wird Kommerzelektronik nicht mehr rankommen, wo wir auch so, und das ist dann an der Reihe, das ist also Spureffort, mehr auf der anderen Seite die Nichtbeteiligung und die Meeresrezetten, die wird TWR in den nächsten Jahren könnten rankommen, halten wir weiterhin für problematisch, und wir fanden es auch nicht fair, vis-à-vis von den Gemengen. Und sich gehen Gemengen entmündig, geht einfach gesagt, die Rezetten, die du sich zu gut hat, die setzen wir an den Fonds für ein Etablissement public, und nach ein Etablissement public, den es noch nicht gibt, aber wo man noch nicht wissen, ob es so sehr wird kommen, wie die Minister und die Regierung sich das vorstellen. Wir halten also diesen Park weiterhin für den Zollpark, für die Gemengen an. Das ist der Punkt, das ist eine Verlagerung von der Schuld und natürlich weder dem Staat nach den Gemengen mit Schuld der Bürgerinnen. Für op Punkten am Kader vom Budget anzugehen und hauptsächlich von den Diskussionen, die momentan am Gang sind, zu laufen. Wir kreieren all Moment all der neue Propositionen, neue Amendements momentan an engem Rhythmus geliefert, den relativ solide ist, an den mich dazu bringt, so und dass einfach an diesem Moment extrem viel Gewalt an der Arbeit dran ist und noch extrem viel Bluff gemerkt. Ich erkläre mich ein paar Beispiele. Ein Beispiel, das ist der Fonds souverain. Wir fanden das schon am 100 schon an multiple Reprises gesagt, eine gute Idee en Prinzip. Wenn ihr aber liest, was der Conseil d'État über den Fonds souverain gesagt hat, dann über der Weise, wie ein Haut präsentiert wird, dann entspricht das exaktement dem, was wir schon seit 2-3 Wochen sagen. Aber wenn ich das einfach resümieren, da sieht den Conseil d'État, aber wir unterstützen das, dass die Kreation von einem Fonds souverain an Zeiten, wo ein Defizit möchte, nicht ganz viel Sinn möchte. Das möchte Sinn, wenn es Surplusen hat, für Suen, die ihr nicht wollt, direkt an den Budget setzen, wegzusetzen, anzuspuren. Aber dann, wenn ihr obligiert ist, für einen Fonds souverain zu füllen, für den Moment mehr Schuld zu machen, das möchte absolut keinen Sinn, bringt schlussendlich gar nichts, außer eine mehr große Verschuldung vom Staat.
dat an der Argumentation vun der Majoritéit gonet op die Do-Problematik gange gëtt just technisch Probleme geleist gin, méi net de Fong vum Problem ugange gëtt, dat wonnner deis an stellt als fir een engerei Rätselen, Welt wäre aber wesentlich, dat iwwer de Fong ging geschwert gin an diesem Dossier. Mir mengen auch dat viel Bluff an denen zuelen, also do gin ich auch ger 3 Beispieler. Dat echt Beispiel dat ass et gëtt am dem Spurpark gesot, dat mar 6 Millionen Spuren op engem Loyer den an Zukunft net mi ausgigett. De Loyer vun der Cité policière den net mi ausgigett. Mir stellen awer fest an de Conseil d'État huet et desto méineren Straffuen des Regierung lo obligéiert e Spezialgesetz ze machen fir den Akaf vun der Cité policière de 86 Millioune kascht. Also heige da is 4 gerechnet, dat man 6 Millionen all Joer Spuren awer an Annoncen ass net gesot gin, dat man fir die 6 Millionen Loyerspuren mal fir 86 Millionen mussssen ausgehen, fir Cité policière ze kafen. Mir hunn neicht do géint. Mir fan der par ailleurs eng gut Idee, dat et so gemerket, wenn man et logisch fannnen, dat die Cité policière kaft gëtt. Mei awer der weis, wie Spurmoosname präsentéiert ginn, dat mal déi 6 Millionen an Spurmoosnamen ze kreditéieren, dat ass awer richtigen Bluff. Ein anderes Beispiel gëtt gesot, mir holen 0,5% lo dann méi Steieren an, méi nach ëmmer fir Zukunft vun de Kanner gët dat dann genannt. Ech will just wissen, wat an die Projekten iwwer déi soviel geschwert gëtt, anzwer Gratisbetreiung op die enger Seite, an op der anderen Seite déi neu zur Verfügung stellen vun enger ganze Reihe Kräche fir Kanner vun 1 bis 3 Joer, wo jo neu investiert muss gin, neu Leider gestalt gin, neu pädagogisch Konzept ëmgesät gin an dat Kaschdeppes, wo déi dann berechent gisinn, respektiv wo se am Budget drastehn. Einstweilen stehen plus an Recetten dran, mais die supplementär Depensen, die sind aber nicht an diesem Moment budgetiséiert, nicht chiffriert, an nicht budgetiséiert. Auch da als ein großen Bluff am Mengen an. Und ich muss das einfach so unterstreichen, für zu sagen, dass die Zahlen, die so wie sie um das schleien, nicht evident sind. Dasselbe gilt, als ich über die Diskussion von der Suppression von der Allocation d'éducation an der Allocation de Maternité. Am Budget steht, dass 2015 22 Millionen gespurt gehen, dass 70 Millionen gespurt gehen an den Jahren danach a partir von 2016, 17 und. Es muss ich aber wissen, wann eine Suppression von der Allocation d'éducation möchte, an mir sind dagegen zu machen. Aber wann sie möchte, da muss ich aber wissen, dass automatisch ein ganz Reihe Leute, die l'Allocation d'éducation crew tun, werden die Decision holen für den Congé parental zu holen. Das heißt, für zu switchen, d'autant plus, dass lo décidéiert schon gehen, dass der Congé parental nach an Lut zu setzen. Dann ist man froh, wo as dat budgetiséiert, déi plus an Depensen vun dem Congé parental, die mat Sicherheet werden auffallen, an die noch, wann den korrekt an eierlichsing Zule ging präsentieren, aber mist evidenterweis aufrechnen vun dem, wer de spurt op der Allocation d'éducation, weil dat as een direkten Link zwischen die engen an die Äner. Die Schiffer die Molo 4 Laien hunn, déi drohen all dene Sachen an der Nachhängerei net Rechnung an das ganz schwéier wirklich herauszufannen, wer han dem Wand sich do verstoppt, wer han den Aussohn wirklich sich als budgetärt Resultat verstoppt, op jeden Fall am Budget telgel as het momentan net ze lesen. Dat waren die pure Marken, die ich nach wollte zu.